Ja, genau. Schön euch zu sehen. Guten Abend miteinander. Der Weber Dani ist da, der Roner Dani ist runter und Klauser Salome. So sagen wir es bei den Schwinger. Schön euch zu sehen, auch schön euch zu sehen. Zumindest ihr seht mich im Livestream. Dort ist die Kamera rot. Immer dort, wo es rot ist, anschauen. Sind auch ein paar mit dabei. Schön sind ihr mit dabei. Und ja, mich erfüllt es auch mit Dankbarkeit und auch mit einer gewissen Demut zu sehen, wie viele Menschen schon so lange in dieser Kirche mit dabei sind. Und über so viele Jahre all das mitgemacht hat, was sich verändert hat. Und irgendwo knüpfen wir heute auch an dieser langen Geschichte an. Und ein bisschen möchte ich eigentlich schon letzte Woche anknüpfen, oder knappe Woche, wo der Peter Koch am letzten Sonntag moderiert hat, hat er so eine Randbemerkung gemacht, nämlich, dass eben 40 Jahre GVC ist nicht das Thema gewesen, aber Park Arena ist volljährig geworden, sozusagen am letzten Wochenende, oder Pfingsten vor 18 Jahren haben wir Park Arena eingeweiht. Und da sieht man ein bisschen, das ist eine lange Geschichte, die hinter uns liegt. Und uns wird es nicht möglich sein, heute auf all die zurückzuschauen, das geht nicht. Aber wir werfen so einen ganz kurzen Blick zurück. So vielleicht auf die letzte Etappe, um dann auch zusammen uns sammeln und miteinander ins Jetzt und Führen schauen. Und ich werde anfangen vor ziemlich genau 3 Jahren. Dort haben wir nämlich auch Church Night miteinander gefeiert und wir haben zusammen das Visionsbild enthüllt, das wir uns auf die Fahne geschrieben haben, nämlich das Bild, das man jetzt hier auf der Seite auch sieht, die Stadt auf dem Berg. Es ist ein Bild, das uns prägt hat über die letzten 3 Jahre, wo wir darüber geredet haben. Wir haben aber auch sehr viel darüber gesungen. Und wisst ihr was? Beim Singen bewegt sich sehr viel im Herz. Darum ist das mega gut. Und ich liebe den Song, den wir zusammen singen, der auch in unserer Mitte entstanden ist, wo um die Stadt auf dem Berg geht. Und wir haben viel Gedanken darüber gemacht und uns inspirieren lassen. Ich habe den Bibelvers dabei und ich werde ihn nicht einzeln im Detail anschauen mit euch, aber es sind so eigentlich ja 2 Wortbilder, die dem Bild von der Stadt auf dem Berg zugrunde liegen, aus der berühmten Bergpredigt, Matthäus Kapitel 5. Und zuerst ist das vom Salz. Ein Gegenstand, den wir fast täglich brauchen. Im Winter noch ein bisschen mehr, wenn man draussen noch braucht zum Salzen. Und beim Salz heisst es, ja, was ist denn Salz schon wert, wenn es nicht mehr salzig ist? Wenn es nicht salzen kann, wenn es nicht mehr salzt, womit soll man denn salzen? Sagt der Luther. Und beim Licht wird es dann ein bisschen anders gesagt, beim Wortbild über das Licht. Dort heisst es ihr. Und Jesus redet zu seinen Nachfolgenden, sind das Licht von dieser Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Und was bei diesen beiden Bildern eigentlich beiden zugrunde liegt, ist das, dass es nicht um etwas geht, was du machen kannst, sondern es geht um das, was du bist. Salz, wo nicht salzt, ist kein Salz. Und wenn Licht abgestellt ist, dann hat es kein Licht. Licht gibt es nur, wenn es da ist. Und das ist uns wichtig geworden. Auch bei diesem Bild. Wenn wir die Stadt auf dem Berg sind, wo es Licht hat, dann ist das nicht etwas, was wir einfach tun und machen können, sondern es ist etwas, was um unsere Identität geht. Als Nachfolgende von Christus sind wir Salz und Licht für die Welt. Wir sind das. Und ich rufe dir das heute zu, du bist es. Du musst nichts machen dafür. Du bist es. Du trägst das in dir. Das ist ein Geschenk vom Himmel. Du bist berufen, das zu sein. Das ist eine Identitätsfrage. Es geht darum, was wir sind. Und in dem Fall auch, wie wir das, was wir sind, im Miteinander ausdrücken. Wenn wir jetzt das Bild für uns als Kirche nehmen, als Gemeinschaft. Und darum ist es uns auch wichtig in den vergangenen 3 Jahren, nicht einfach Schalter anzustellen, Aktivismus zu betreiben, Skiwerfer aufzufahren, versuchen auf dem Velo Stromgenerator spielen und einfach Schienen, sondern es ist uns wichtig, ganz grundlegend uns zu überlegen, wer wir sind, was wir sind. Und wir haben das auch müssen, weil wir sind in einer Zeit, die turbulent war. Und ich rede eigentlich ungern darüber, aber ja, kaum haben wir das Bild präsentiert, haben wir ja gedacht, die Pandemie ist dann vorbei, aber es ist dann noch ein bisschen länger gegangen. Und sind wir ehrlich, für Kirchenentwicklung war die Pandemiezeit nicht unbedingt ein Katalysator gewesen. Aber zum Glück haben wir es für den Moment mal jetzt so hinter uns. Ich bin echt dankbar. Wir haben aber uns nicht nehmen lassen und trotzdem gesagt, hey, wir gehen weiter. Wir gehen mutig zusammen vorwärts und wir versuchen uns zumindest innerlich auch mit dem auseinanderzusetzen, was heisst das, Kirche zu sein. Wir haben einen Leitungswechsel abgeschlossen. Wir haben aber uns auch vor allem inhaltlich viel Gedanken über das gemacht. Wir hatten ein Jahresthema gehabt, Agape, Liebe, die wächst. Wo es darum geht, die Essenz, wo Gott ist, unter uns entfalten zu lassen, nämlich Liebe. Und man darf kurz auch gerne mal wieder über das nachsinnen, was wir so ein Jahr lang auch in diesem Thema bewegt haben. Und wenn das Jahresthema Abenteuer des Glaubens, wo es darum geht, dass wir unser Leben an Christus ausrichten wollen, und dann geht es um nichts anderes, als in dieser Identität hineinzustehen, die wir haben als Jesus-Nachfolgende. Etwas, wo wir sind. Und ich finde, so einen ersten Höhepunkt hat das jetzt sicher auch
im letzten Quartal gegeben mit dieser Konferenz, wo wir so richtig eingetaucht sind in das Thema Follow Jesus. Es ist eine grundlegende Arbeit, die hinter uns liegt. 3 Jahre ist schon her, seit wir sagen, wir sind Stadt auf dem Berg. Und bei den einen ist es genau so, die einen sind immer froh, wenn die Veränderung nicht schnell kommt, weil eben es hat Zeiten gegeben, dass das crazy war in der GVC. Bei anderen ist aber auch so ein bisschen, hey, jetzt müsste mal ein bisschen etwas gehen und ein bisschen kommen. Und das hat man auch so ein bisschen gehört, murmeln. Wir haben festgestellt, dass wir etwa Anfang letztes Jahr, also 2023, so erste Knospen entdeckt haben, von etwas angefangen hat aufzublühen wieder unter uns. Auch gerade so aus dieser eher schwierigen Zeichenzeit. Wir haben gespürt, dass Menschen nach einer Zeit von langer, auch physischer Abwesenheit wieder lieber da angekommen sind. Wir haben erlebt, wie Menschen in unserer Mitte Inspiration, Mut und Kraft gefunden haben, finden, aber auch Heilung. Und ja, insbesondere, vielleicht das Beispiel auch von dieser Konferenz jetzt vor ein paar Wochen, Monaten, wo das wieder so spürbar geworden ist. Wir haben gemerkt, dass ja die Gesellschaft sehr dynamisch ist, unser Umfeld, wo wir drin leben, sehr schnell. Und dass Menschen bei uns, in unserer Mitte, im Glauben Halt und Ausrichtung und auch Orientierung finden und das da erleben, dass das ein Ort ist, wo das geben kann. Und wir haben festgestellt, dass unsere Visionskurs gut besucht sind. Neue Menschen möchten dazukommen, weil sie irgendwie in dieser Kirche etwas finden, das ihnen Freude macht. Weil sie Freude haben an dem, was da geschieht. Und, so ganz eine kleine Randbemerkung, unsere Vision hat auch ein bisschen angesteckt. Und so hat GVC Zürich-Oberland im letzten Jahr sich überlegt, ja, wie können wir als Kirche im Ahrtal statt auf dem Berg sein? Das ist ein bisschen schwierig, oder? Und sie haben es adaptiert und haben gesagt, uns ist der Gedanke so wichtig, das inspiriert uns. Und wir sind das Licht im Tal und haben letztes Jahr das lanciert, zu sagen, hey, wir wollen da uns ausrichten, basierend an dem Bergpredigtext. Mich hat es sehr gefreut, ich finde es auch schön, wenn man merkt, wie das irgendwie abstrahlt. Und ich würde sagen, seit Anfangs von diesem Jahr schmecken wir definitiv Morgenluft, nachhaltig eine Dynamik, die kommt und wir haben riesig Freude an dem. Insbesondere an den Sündigen, was wir hier erleben. All das hat bei uns auch etwas ausgelöst. Wir haben im letzten Sommer in einer Retrette zusammen gesagt, hey, es ist Zeit, wir müssen den nächsten mutigen Schritt wagen, wir müssen irgendwie etwas in Gang setzen. Es muss jetzt irgendwie aus dem Sein dieser Stadt auch etwas sichtbar werden. Etwas an dieser Stadt anfangen, dass man es sieht. Es ist Zeit, ist da. Es ist der Moment, um etwas umzuschalten. Und wir haben gesagt, für das machen wir einen Erkundungsflug. Und wir sind über unsere Stadt hineingeflogen und haben unser Umfeld dabei beobachtet und haben uns für das auch ein bisschen Zeit genommen in den letzten Monaten. Verschiedene Kreise, verschiedene Gremien. Irgendwie, weil wir spüren, das Fundament ist da, es ist etwas Gutes und jetzt darf das Leben von dieser Stadt wieder richtig anfangen zu blühen. Und ich möchte euch mitnehmen auf den Flug, was wir gesehen haben und dann in der Folge auf 3 Fokuspunkte, die wir uns daran ausrichten möchten. Aber zuerst zum Überflug. Fangen wir doch bei uns selber an. Wir haben über unsere Stadt ein bisschen gereist und wir haben angeschaut, was da ist. Und was man sagen kann, ist, Gottesdienste, die leben und wachsen. Und das ist etwas, wo wir mega Freude daran haben. Es ist eine spürbare Dynamik da. Gottesdienste sind weiterhin das Herzstück von unserer Arbeit. Wir merken, dass das uns gut gelingt und dass Menschen gerne da kommen. Und dass sie da etwas erleben. Die einen sagen, ich laufe da hier und es macht etwas mit mir. Andere sind inspiriert von den Begegnungen. Andere empfangen das Gebet und es tut ihnen gut. Wieder andere sagen, es stärkt mich, was ich da höre. Das freut uns. Wir werden weiterhin versuchen, an diesen Gottesdiensten zu arbeiten, sie anschlussfähig an die Gesellschaft versuchen zu halten, sie zu weiterentwickeln. Beim Überflug haben wir auch gesehen, unser Group-System haben wir letztes Jahr wieder einer Renovation unterzogen. Und der Group-Systemwechsel ist vollbracht. Wir haben letztes Jahr recht umgestellt. In der Art und Weise und der Formen und der Rahmenbedingungen, wie wir Groups bei uns leben. Mit der weiterhin einer grossen Wichtigkeit, weil wir merken, sie sind Integrationsfaktor, aber auch mit ein paar Justierungen. Wir sind dankbar über das, was gelungen ist und wir sehen erste Früchte daraus. Wir müssen aber auch ganz ehrlich sein. Der Wechsel ist noch nicht so in der Basis angekommen. Wir merken, dass bei uns auch ein paar richtig viel, nicht nur alte, gesessene Menschen sind, sondern auch manchmal alte, gesessenes Gedankengut. Groups sind so und es ist übrigens noch der Hauskreis und die einen sagen Hauszellen und die anderen sagen noch DNA und es ist noch schwer, um da Dynamik reinzubringen. Und wir möchten da sicher dranbleiben und sagen ganz bewusst, wenn wir das Group-System auch verändern. Weil wir wollen Rahmenbedingungen schaffen, weil es Menschen heute entsprechen. Und da, hey, brauchen wir die Bewohner von dieser Stadt. Das sind wohl du und ich. Leute, die sagen, hey, wir wagen es, wir starten eine neue Group.
Wir überlegen uns etwas, einen Rhythmus, der uns entspricht, als Individuen, als Gruppe von Menschen. Vielleicht auch so ein Fokusthema, das wir wichtig finden. Wir laden euch herzlich ein, kommt mit uns ins Gespräch, wenn ihr so Ideen habt, dass wir schauen können, wäre das etwas, wo wir so eine Gruppe lancieren können, die Menschen gut tut, die die Stadt sichtbar werden lässt. Und als drittes, wir sind auch hier über unser Areal geflogen und wir haben gesehen, das Café Theodor und das Areal um uns herum fängt an zu leben, mehr denn je. Und das ist echt toll. Ich darf da fast jeden Tag sein. Und nachdem zuerst vor allem mal alles neu war und dann die Pandemie gekommen ist und vieles leer war, lebt jetzt das Areal. Am Mittag hat es Menschen im Theodor. Da kommen Leute aus dem Quartier, da kommen Leute aus der Arbeitsumwelt, die wir hier haben. Da sind verschiedene Menschen anwesend. Freunde von mir, die nichts mit den Kindern zu tun haben, rufen mir an und sagen, du, ich sitze hier im Kaffee. Ich glaube, das ist gerade da vorne, wo du arbeitest. Ich so, ja, ich komme führen, natürlich. Ich finde das mega cool. Kita Salz unterstützt das mit der Dynamik, dass da Eltern ihre Kinder abladen und holen, am Morgen und am Abend, und da aufs Areal kommen, querfeldein von Hintergründen, wo sie herkommen. Das freut uns riesig. Und so können wir jetzt mit dem Überflug ein bisschen weitergehen, auch über das Umfeld, wo wir drin sind, so ein bisschen die geografische Ebene. Und da schauen wir doch mal aufs Quartier und Neuhegi und ums Quartier um uns. Und was man sagen kann, ist, das Quartier bevölkert sich weiter und weiter und es wird gebaut und Winterthur wächst weiterhin direkt um uns. Der Eulachpark ist so voller Leben wie für mich gefühlt schon lange nicht mehr oder noch nie. Weil so ein Projekt braucht immer auch Zeit, bis es läuft. Und eben, jetzt haben wir die Zeit hinter uns gehabt, wo es dann ein bisschen schwierig war. Und jetzt bin ich am Pfingstmontag hier im Büro gewesen, in unserem Eulach-Park-Büro, wo wir raus sind. Und der Park war geregelt voll von Menschen, die da sind und da leben, ihr Leben verbringen. Mit allem, was das Leben mit sich bringt. Die städtische Prognose für die nächsten Jahre deutet darauf hin, dass es eigentlich genau so weitergeht. Winti wächst und unter anderem am stärksten in unserem Quartier. Ist es ein riesiges Privileg, dass wir mit rein sein können. Und ich glaube, es ist nicht nur ein Zufall, sondern schon auch eine Führung. Wo in den vergangenen vielen Jahren, wo viele Menschen, die in Entscheid mit dabei sind, das alles so zusammengespielt hat, dass wir da mit drin sind. Wir gehen ein bisschen weiter, gesellschaftliche Ebene. Wie bereits erwähnt, unsere Gesellschaft ist anders, als sie vor 40 Jahren war. Das können da die 40-Jährigen bestätigen unter uns. Sie ist aber auch anders, als sie vor 5 Jahren war. Sie ist schnelllebig und dynamisch. Und dadurch auch herausfordernd. Vieles ist grundlegend verändert für die Menschen und das verunsichert die Leute. Um uns und in unserer Kirche, in unserem Umfeld. Das Stresslevel, sagt man, ist so das gefühlte Stresslevel, ist bei vielen Menschen erhöht. Das drückt sich aus in der Art und Weise, wie man sich engagiert, in Projekten, ehrenamtlicher Mitarbeit, in Vereinen und natürlich auch in der Kirche. Weiterhin dominieren die Schlagzeilen über Einsamkeit und psychische Gesundheit News. Es sind Brennpunktthemen, quer durch Generationen, die wirklich beschäftigen. Die nicht sind. Und das darf uns nicht kalt lassen als Kirche. Das müssen wir mitnehmen. Das müssen wir bewegen und wir müssen uns überlegen, wie können wir da irgendwo unseren kleinen Teil, unser Licht, das, was Gott uns geschenkt hat, mit raustragen. Ohne Druck, ohne Aktivismus, ohne irgendwie aus uns rauszupressen aus der letzten Zitrone, aber aus einer Fülle raus. Und dann gibt es noch so das Letzte, was wir überflogen haben. Und das ist so die Frage, ja, wie stehen wir in Beziehung zu all dem um uns herum? Die Schnittstelle zwischen uns und dieser Welt um uns. Und da müssen wir ehrlich sein. Da haben wir gemerkt, wenn wir es auch schon in der Einleitung heute Abend hier gehört haben, da haben wir noch ein bisschen Potenzial. Stichwort Willkommenskultur. Ich stelle fest, manchmal sind wir da so ein bisschen Satellit in diesem Quartier Neuhegi. Die Leute fahren da hin und wieder weg. Und das ist ja gut. Viele von uns wohnen ja auch nicht gerade direkt da. Aber wir möchten eigentlich ein Teil sein mit drin und keine Schranken und Barrieren haben. Es gibt viele Menschen, die zu uns kommen, die Kirche, und es da mal mega toll finden und irgendwie das, was man da erlebt, schön und gut und ansprechend findet. Aber nach einer Weile merken sie, Anschluss finden ist gar nicht so einfach. Das ist recht schwierig. Und es gibt auch viele, die schon länger da sind und sagen, langsam habe ich es gesehen, um nochmal mich neu einzulassen. Auch das ist manchmal schwierig. Es gibt Menschen, die uns im Quartier raus wahrnehmen. Ich kenne ein paar Leute, die da um uns herum wohnen, die nichts mit uns zu tun haben. Mit denen rede ich und du merkst, die finden uns spannend. Die finden cool, was da läuft. Die sehen und beobachten das Leben da. Aber irgendetwas hemmt sie, um da den Schritt zu machen, da hinzukommen. Es ist wie eine blinde, unsichtbare Hemmschwelle. Und wir glauben, wir haben da Potenzial. Wir möchten an dem arbeiten. Weil wir können noch mehr eine Willkommensatmosphäre ausstrahlen, weil wir können ein Ort sein, wo Menschen gerne ankommen.
Und das führt uns zu so 3 Fokuspunkten, wo wir gesagt haben, in der nächsten Zeit möchten wir uns besonders auf die einlassen und die so wie Brüllen anlegen bei allem, was wir tun und machen. Wenn wir Entscheidungen treffen, wo sollen wir etwas Neues starten, wo sollen wir etwas verändern, wo sollen wir reingehen. Und ich möchte euch gerne die präsentieren. Sie sind dargestellt so mit so 3 Kreisen. Hinter dieser Darstellung ist jetzt nicht mega viel tieferer Sinn, aber es zeigt ja, dass sich die überschneiden und so wie Filter auch angeschaut werden können. Und der erste ist der, der da zuunterst dargestellt ist. Es ist dort anfangen, wo wir schon gut sind drin. Hey, wir haben jede Woche da mehrere 100 Leute auf dem Areal. Menschen, die zusammenkommen, in einer Zeit, wo Einsamkeit vorherrscht, wo viele sich in ihren kleinen Wohnungen zurückziehen. Es ist ein riesen Potenzial, das wir hier haben, und wir möchten, dass Kirche ein Begegnungsraum ist. Am Sonntag soll eine Begegnung untereinander genauso einen grossen Stellenwert haben, wie das, was hier von der Bühne aber kommuniziert wird. Weil wir glauben, dass es eine Begegnung ist, wo Gott wirksam wird. Wir möchten das, was da gut läuft und von der Bühne kommt, nicht kleinreden. Aber wir merken, wir möchten das gemeinsame Unterwegssein stärken, weil es ist etwas, das unsere Gesellschaft braucht und nötig hat. Und dazu gibt es noch einiges anzupacken, wenn es ums Drumherum vom Gottesdienst geht. Wenn es um die Atmosphäre im Foyer geht, die Atmosphäre nach dem Gottesdienst. Hey, und wir werden gern aufeinander zukommen, auf euch zukommen und sagen, wir brauchen Hilfe, wir brauchen Unterstützung, um das anzugehen. Es ist etwas, Willkommenskultur, die man nicht an ein Team delegieren kann. Und auch nicht Welcome-Teams unter uns sind für das verantwortlich. Das geht nur, wenn wir uns alle mitverantwortlich fühlen. Es betrifft natürlich aber auch unsere Groups. Und viele von euch hier sind in einer Group. Und in unseren Impuls, den wir auch bekommen, aus der weltweiten christlichen Szene, dominiert etwas in diesen Church Trends. Und das ist, dass Gemeinschaft um den Tisch, sagt man der, an Gewicht zunimmt. Und die Zeit der Megachurches, einfach nur in ihrem Megachurch-Format, vielleicht auch ein bisschen abnimmt. Und es ist dran für grosse Kirchen, und in der Schweiz sind wir so eine, uns gut zu überlegen, wie wir können kleine Gruppen von der Gemeinschaft stärken, und mit unseren Groups haben wir ein geniales Tool. Und wir möchten weiterhin unsere Groups darum stärken und sie als Begegnungsort verstehen, wo Interessen geteilt werden können, Leben, Hoffnungen, Herausforderungen. Von denen haben wir ja auch genug. Wir brauchen nämlich das Licht von Gott auch. Und miteinander so etwas entstehen kann. Gott erlebbar werden, untereinander. Dort, wo wir miteinander unterwegs sind, einander auf Gott ausrichten. Begegnungsraum. Kirche als Begegnungsort. Willkommenskultur gehört da drin nie. Wir werden uns immer wieder die Gedanken machen in der nächsten Zeit, wie können wir das stärken. Und ihr werdet davon hören. Mit den Leitenden, den Ehrenamtlichen, haben wir auch schon darüber geredet. Das Zweite ist lokale Verankerung. Als Kirche wollen wir erneut, und das ist auch unserer Geschichte treu bleiben. Wir sind immer eine Kirche gewesen, die in der Stadt Winterthur gedient hat, die gesagt hat, wir suchen der Stadt ihr Bestes. Und wir haben gemerkt, um uns herum wächst die Stadt wie wild. Wir möchten die lokale Verankerung auch nochmal im Fokus nehmen. Wir möchten uns verantwortlich sehen, als eingesetzt und eingestellt, das Umfeld mitzuprägen, mitzugestalten, zu beeinflussen, die Hoffnung rauszutragen, das Licht zu scheinen, Barrieren abzubauen. Jesus hat keine Berührungsängste gehabt, mit der Welt um sich herum in Kontakt zu kommen. Er hat Begegnung gesucht. Und wir glauben, dass wir ein Geschenk haben um uns herum, wo wir wirklich Potenzial haben, wo wir auch dürfen, jetzt nochmal so richtig im Fokus nehmen. Die beste Botschaft der Welt, diesen Menschen zu bringen, in Wort und in Tat. Das sind kleine Beispiele, wie wenn Kids Days da auf dem Areal sind, die Leute im Park, denen fällt das auf. Hey, wie können wir dort Schnittpunkte schaffen? Wie können wir Leute einladen? Vielleicht sind das die besten Momente. Wie können wir ihnen Anteil geben an dem Guten, was wir haben? Ein kleines anderes, was wir machen, am Samstag ist Tischmesse Neuhegi, hier in der Halle 710. Und wir haben gesagt, als GVC möchten wir gemeinsam mit der Quellauf-Stiftung dort vor Ort sein. Wir sind ein Teil von dem Quartier. Wir werden dort sein, dürfen auch vorbeikommen, ein Psychologie machen. Herzlich willkommen. Wir sind eine lebendige Kirche mitten in Neuhegi. Wir überlegen uns also insbesondere, wie wir unsere Angebote hier im Quartier bekannt machen können. Wir überlegen uns auch, wie wir eine Atmosphäre gestalten können, dass die Menschen gerne hierher kommen. Dass sie nicht Angst haben, wenn sie hier reinlaufen. Dass sie sich willkommen fühlen, wenn sie am Sonntagmorgen einfach einen Kaffee nehmen können. Sagen den Leuten freundlich «Hoi». Wir wollen der freundlichste Ort sein hier im Quartier. Als Einzelperson verstehen wir uns aber auch, und mir ist ja bewusst, viele Leute von uns wohnen nicht hier, als Gesendete in unser Umfeld. Wir alle haben das Zuhause. Und in unsere Arbeitswelt und in unsere Nachbarschaft. Und ehrlich gesagt, Mission liegt meistens als erstes gerade mal vor deiner Haustür. Come on, let's do this. Es ist mega wichtig. Lokaler Fokus. Das Dritte, und das ist etwas, wo man merkt, hat mit der gesellschaftlichen Entwicklung zu tun, das ist
Wir haben eine veränderte Gesellschaft um uns. Eine, die schnell lebt. Und sie ist auch verändert in Bezug auf die Empfindung von ihren Auslastungen. Die meisten von uns überlegen sich nicht, was sie noch mehr machen können in ihrer Agenda, sondern eher, was sie ausdünnen können. Und so machen wir uns ganz viele Gedanken, wie wir das Gute, das wir haben, können verfügbar machen, dass es einfach auch online, digital konsumiert werden kann. Nicht nur konsumiert, sondern auch verarbeitet, verinnerlicht. Dass die guten Inhalte an die Menschen kommen, dass sie verfügbar sind, man sagt so on demand. Und das kannst du natürlich auch auf anders nehmen. Das muss nicht nur jetzt digitale Welt sein, aber wir möchten unsere Inhalte gut verfügbar machen auf verschiedenen Kanälen. Wir werden den Fokus auf das setzen, weil wir merken, dass wir das müssen in einer veränderten Welt. Gerade wenn es darum geht, Nachfolger von Jesus zu fördern und zu stärken. Vor 30 Jahren, als ich eben noch so gerade den frischen Glauben gekommen bin, als Jugendlicher, junger Erwachsener, war klar gewesen, wenn du dich weiterbilden willst, hast du Bücher gekauft. Und mit der Zeit hast du dann langsam so das Internet gegeben und so. Ganz ehrlich, ich habe letztens eine Babyhängematte in unserem Kinderanhänger installieren. Ich kaufe mir nicht ein Buch über Babyhängematten für Kinderveloanhänger. Ich gehe auf YouTube und ich schaue, wie es geht. Und ein 3-Minuten-Clip sagt mir alles. Und da musst du nicht einmal so jung sein, weil ich bin auch schon über 40. Ich gehöre auch schon zum eher dem mittelalterlichen Eisen. Ich nehme an, dir geht es gleich. Hey, wir müssen dort hin, wo die Menschen sind. Wir möchten Podcasts lancieren, wir möchten unsere Inhalte, die wir gut schon da haben, vervielfältigen, so gut wir können, auf Blogs, auf den Ebenen, wo die Menschen in ihrem Alltag ansprechbar und erreichbar sind, so, dass sie etwas von dem erleben können und auch gestärkt werden im Alltag und da vor Ort in der Begegnung am Sonntag. Und darum werden wir uns überlegen, wie wir unsere Inhalte gut verfügbar machen auf YouTube, Social Media, auf anderen Kanälen, die da werden kommen, TikTok, das kenne ich nicht einmal, oder? Da braucht man dann andere Leute. Und wir werden uns darüber Gedanken machen. Und es bedeutet ein weiteres Mal für die schon 40 Jahre da dabei sind, sich wieder darauf einzulassen, dass die Welt sich verändert. Und für die schon 5 Jahre da sind, sich auch darauf einzulassen, dass die Welt sich verändert. Let's do this. Wir glauben, das ist mega wichtig. Jetzt sagen ihr sicher, ja, das ist jetzt immer alles noch ganz ein bisschen unkonkret und so. Im Moment schon, das stimmt. Aber wir werden es jetzt nicht ganz konkret werden lassen. Uns ist sicher wichtig, auch hier zu sagen, wir werden nicht übereifrig einfach etwas tun, damit man es gemacht hat, weil Gras kannst du nicht ziehen, damit es schneller wächst, sondern es muss unter uns entstehen. Und wir werden konsequent die Sachen versuchen zu entwickeln. Wir werden gerne euch immer wieder einladen, mitzukommen. Selber zu profitieren von dem, was da ist. Selber von den Begegnungen, von der Gemeinschaft, das in Anspruch nehmen. Selber aber auch sich zu investieren, die Stadt zu beleben, das sichtbar zu werden lassen. Und heute Abend ganz konkret Schritt machen.